Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fadewitzen und zeige euch heute ein Hardcore-Bild. Ja, zwei Sachen. Erstens, ich habe keinen Hacker hinten, mit dem ich euch im Hardcore zeigen könnte. Darum ist das, was ich vorstelle, ein Softcore. Weiß ich schon, macht man nicht, aber wir haben vorher like gesagt, Fade, hast du vielleicht für mich einen Hardcore-Bild? Dann sage ich, ja, hätte ich schon. Jetzt muss ich es leider so machen. Zweitens, ich habe da eine abgekühlte Maske drin, die ist im Hardcore schwer zu bekommen, weil du sie nur einmal im Jahr eigentlich kriegst und das dann an Weihnachten und das über einen Goblin. Da rennt einer umeinander mit einem Rucksack am Kopf und wenn man die zieht, macht dann hampelt man und den muss man umhauen und da haben wir die Chance, die abgekühlt zu bekommen. Ähm, tauscht es einfach durch eine normale Masken aus von der gleichen Marke. Dann funktioniert es genauso, dann hat man halt vielleicht einen Mod weniger, ja, das reißt aber nicht wirklich raus. Ja. Also ein bisschen Nachsicht, aber das Hardcore-Bild ist erprobt, gespielt und für gut befunden worden. Also nicht nur von mir, sondern von einigen Spielern, die nur Hardcore spielen. Also in dem Sinne, da ich sagen, schauen wir uns das Bild an und so, nochmal von vorn, weil jetzt habe ich wieder das Mikro ausgeschaltet, nicht vorher. Also in dem Sinne, da ich sagen, schauen wir uns das Bild an und Backmas. So, grüß euch meine Freunde. Jetzt haben wir ein Hardcore-Bild. Und zwar stellt sich das wie folgt zusammen. Wir brauchen Richtschütze. Einen Richtschützen brauchen wir wegen der Rüstungsrückgewinnung bei Tötung. Dann spielen wir mit der St. Elmo. Ja, weil St. Elmo einfach cool ist. Spielt sowieso jeder. Na, wenn man es im Hardcore-Modus kriegt, ist das Ding echt sehr gut durch ihren Elektroschock und ja, die Waffe ist einfach sehr präzise und man kann weit und nah und überhaupt trifft man einfach mehr mit dem Scheißding. Ja. Dann habe ich noch als Zweitwaffe habe ich drin die Dark Winter. Ist mein persönlicher Favorit, weil ich einfach, ja, ich bin der Dark Winter Fan. Da kann man im Grunde das Bild kann man mit jeder Waffe spielen, was man lustig ist. Man könnte sie mit der Bighorn, man kann es mit der Eisenlunge, LMG, MP, Sturmgewehr mit allem spielen. Nur mit der Schrotflinten würde ich es jetzt nicht probieren, weil da die Gegner von Haus aus zu nah rankommen und hauen sie instant am Arsch zusammen, die Dinger. So, dann brauchen wir noch Gilligard, abgekühlt. Das ist die benannte von Gilligard. Die hat den Vorteil, dass sie zwei Mods hat. Dann haben wir auf der Gilligard 5% Rüstung gesamt, 60% Lebensenergie und 2% Rüstungsregeneration. Das haben wir, weil wir 3 Teile Gilligard haben. Können wir aber noch dazu. Dann Maske natürlich komplett rot. Erstes Teil Rüstung. Chance auf kritische Treffer 6%, Schaden durch kritische Treffer 12%, Schaden durch kritische Treffer Mod 12%. Dann haben wir das zweite Teil. Das sind dann Gilligard, Rüstung, Schaden durch kritische Treffer Mod, also die Handschuhe. Ja, da habe ich die Rüstung noch nicht ganz so oben. Man kommt auf 2 Mille Rüstung, wenn eure blauen Attribute Vollgas raufgerollt sind. Es sind wieder mal die Materialien ausgegangen. So, dann hätten wir Elston Armory Holster. Das gleiche Spiel. Erstes Attribut blau, Rüstung. Dann haben wir Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer. Da haben wir 2 Teile Bellstone Armory drin haben wir Rüstungsrückgewinnung 1% und Rüstung durch Kills 10%. Dann haben wir noch die Knie. Gilligard Knie. Wieder Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer. Dann kommen wir zum Rucksack. Der Rucksack ist Flüssigkeitsingenieur Bellstone Armory. Der hat der Flüssigkeitsingenieur deswegen, weil das Töten eines Gegners
fügt 10 Sekunden lang einen Stapel mit 12% Rüstung hinzu und setzt den Timer zurück. Die maximale Stapelgröße beträgt 10. Das ist der perfekte Blutsauger. Mit dem Ding kriegt man Bonusrüstung und rettet einem immens oft den Arsch. Man muss nur ein paar Leute umhauen und töten. Und ja, das war mal das eine. Und dann hätten wir noch Palisade Stahlwerke, die Brust. Die macht noch mit 10% Rüstung durch Kills und auch wieder komplett auf Rot, Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer Mod mit dem Talent vernichtend drauf. Ja, dann hätten wir glaube ich alles durch. Haben wir dann 3 Teile Gilliard, 2 Teile Bellstone Armory und einen Teil Palisade. Wie gesagt, Waffen kann jeder aussuchen, wie er lustig ist. Und Werte haben wir dann befolgt: 60% Chance auf kritische Treffer und 173% Schaden durch kritische Treffer. Was noch besser geht, weil ich den Flüssigkeitsingenieur einfach nicht komplett auf Rot gekriegt habe. Sprich Chance und Schaden drauf. Ich denke, dass über 100, also ungefähr bei 185% Schaden durch kritische Treffer wird das Maximum sein, was man mit dem Bild erreichen könnte. Denke ich jetzt einmal. So, rein überschlagen im Kopf. So. Spielen tue ich das absolut mit einem Wiederbeleber und Schild, wobei man statt dem Schild vielleicht auch Störgerät, also ein Impuls, ne, ich meine, nicht das Störgerät. Wer ist das Ding? Die Todesfree nehmen könnte, die wovon verschwommene Sicht da generiert, aber da muss man dann ein bisschen üben. Ich nehme lieber das Schild her. Ja, schildfrei, wenn man mit LMG spielt, kann man es auch. Da würde ich halt dann das andere Teilchen hernehmen, damit die erblinden, wenn man das hat. Ja. Man ist auf Rang 0 bei dem Störgerät. Ich sage schon wieder Störgerät, bin ich blöd oder was? Mit dem Todesenergie. Mit der Todesvieh, ja. So, jetzt auch. Todesvieh heißt das Ding. Also hält es nicht so lang und naja, ist nicht so der Traum. Beim Schild wiederum ist man aber auf Rang 6 durch die ganzen blauen, was man drin hat. Und das hält dann schon ein bisschen was her und ja, ist im Hardcore immer gut, wenn man so extra Zuckerl noch hat, was man schnell aus dem Arsch ziehen kann, dass man da ein bisschen geschützt ist, weil einmal tot, immer tot. Gleich einmal nochmal dazu zum Hardcore. Wenn einer einen Hardcore macht, dann muss man den auf 40 spielen. Jetzt ist ja nicht mehr notwendig, dass man den China umklatscht. Man kann einfach in New York bis auf Level 40 spielen, damit man dann in die SHDs reinkommt. Ja. Und sollte man sich dann einmal tatsächlich SHD, was nicht, 100, 500 oder sonst irgendwas erspielt haben und man verreckt, ja, dann muss man den Charakter neu machen. Und wenn man dann aber 40 erreicht hat, hat man die erspielten SHDs wieder. Das wissen viele nicht. Ich habe es tatsächlich auch nicht gewusst, aber ich habe einen Kollegen, der ist mal jetzt gescheit, der spielt nur Hardcore und der hat mir das erzählt und ich habe es probiert, es stimmt tatsächlich. Also wenn man im Hardcore stirbt, stirbt man nur einmal, dann ist man tot. Ja? Und wenn man dann wieder auf 40 ist, dann hat man die vorhergehenden SHDs wieder. Das mal dazu. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bild, macht einen Screenshot, baut es nach, dann habt ihr was Gescheites zum Spielen und man ist richtig schwer zum Töten. Allerdings ohne Hirnspielen hilft sogar bei dem Bild auch nichts. Also ein bisschen überlegen muss man dann schon. In dem Sinne, Servus für euch und habe die Ehre und danke fürs Zuschauen. Abo und Like nicht vergessen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Servus.